Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Guckt, da haben wir mein blaues Wortfisch wieder auf dem Tisch. Gut, ich hab die habe ich bloß in einer Farbe. Also, da haben wir mein Wortfisch halt. Haben wir wieder auf dem Tisch. Und ich hab da so Ideen noch, was man da so einbauen könnte. Ich hab da so ein bisschen, da habe ich also so Röhrle, das man da vorne reinmachen kann. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Und wenn man da jetzt keinen zusätzlichen Lauf, da so einen Kunststofflauf hat, dann wackelt das ein bisschen. Habe ich jetzt alles gemacht. Hab das da nochmal entworfen. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Das finden wir jetzt zusammen raus, ob das reinpasst. Das da kann man wegmachen. Habe ich schon Tesa rumgewickelt. Das findet man nachher noch raus, warum ich das gemacht habe. Ich hab da noch was entworfen. Das konnte ich mir nicht verheben, das zu machen. Da müsste es das jetzt so festhalten. Also das bauen wir da ein. Hat Batterie drin, ja. Wunderbar. Dann bauen wir. Dann habe ich da was entworfen. Guckt. Mein eigenes BK. Das war der erste Versuch. Da habe ich jetzt mal so Pfeile, so ein Strichle. Seht, das macht halt nichts. Da war der Abstand von das sind Flanschkugellager, so nennt sich das. Damit findet ihr das. Also zumindest habe ich damit gefunden. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich da welche gefunden habe, die so passen könnten. Und ja, das war der erste Versuch. Das war nix. Aber habe ich nicht aufgegeben, zweiter Versuch gemacht. Seht ihr das vielleicht schon, wenn ich das richtig näher beieinander hebe, sodass ihr das schön das seht ihr. Da gucken die halt ein bisschen raus. Das sind da die Flansch, die da rausgucken. Und nachher das machen, was wir haben wollen. Das seht ihr. Pfeile dreht sich. Müssen wir mal hochprofessionelles Werkzeug nehmen. Da. Das ist cool. Das ist mein Werkzeug, um mein eigenes Magazin, selber designtes Magazin zu laden. Seht ihr, wie sich das dreht. Aber noch eine Runde. Die nervigen Geräusche dazu müsst ihr euch selber vorstellen. Das schneide ich garantiert nicht rein. Das ist mir's blöd. Da. So ein bisschen Drall kriegt's. Man könnte ja jetzt schon noch mehr Kugellager und was weiß ich, das länger machen. Das wäre jetzt müsste ja sogar einfach sein. Das müsste dann einfach Copy-Paste sein und dann das noch dran setzen. Also das könnte ich da schon noch mal länger machen. Aber ich habe gedacht, ich halte es mal recht einfach und mache das. Das war aber dann mit 3x3 und dann passt das. Was dann 9 ist, für die Leute, die ein bisschen Kopfrechner kennen. Und das ist so Röhrle für so Schwungrädlesblaster. Und so fertiges BK, das passt da halt nicht drauf. Also sonst hätte ich fertiges genommen. Das ist ein rechter Krusch gewesen, das zu entwerfen. Und so günstig war die Kugellager nicht, dass sich das einfach gelohnt hat. Aber so haben wir es in der Farbe, die ich haben will. Und mit dem Durchmesser, den ich haben will, durch das, dass das dann nicht gescheit drin hat und ich das mal gleich testen wollte, ist mir das dann mal gleich mal runtergefallen. Das ist natürlich, seht ihr, das ist ein Knox. Aber ja, das war mir dann blöd, das nochmal rauszudrucken und die ganze Rädler dann einzudesignen. Das habe ich dann einfach geklebt. Das wird schon halten. Das muss ja auch eigentlich nicht viel halten. Das wird ja dann nachher, also idealerweise, ich meine, das ist jetzt noch ein bisschen angeschickt. Idealerweise wird das ja nachher dann auch da durch den Lauf festgehalten oder durch das Frontstück. Seht ihr, das habe ich noch ein bisschen verbessert. Da haben wir das Teil noch. Weil da ist da noch ein bisschen arg viel Luft. Ja, seht.
Aber das finden wir raus, ob das passt. Und habe ich noch alles gemacht. Das ist das vordere Stück. Und da jetzt müssen wir gucken, dass man das Richtige auch einbaut. Das war's. Das andere, das baue ich wieder zurück. Dann die Kugellager, die kann ich für was anderes brauchen. Sicherlich irgendwann mal. Was weiß ich. Wird sie Zeuge. So. Man schließt das sauber ab. Und dann kann man dann das drüber. Das geht jetzt natürlich nicht, weil deswegen irgendwann mal schießt den Lauf halt mit raus, wenn man dann nicht aufpasst und dann fällt das Ganze auf den Boden runter. Das ist halt nicht so geschickt. Aber das ist jetzt halt schief und deswegen schießt das dann. Das wird halt nicht so sauber gehalten. Deswegen müssen wir das jetzt alles einbauen. Der ist doch auch noch einbauen. Und dann müsste es passen. Das machen wir jetzt. Hey, Moment, erst mal das ganze Zeugs weg. So ein leeres Magazin. Schulterstütze weg. Alles ein bisschen auf die Seite. Da ist der Blaster Ingenieurs-Schriftzug und alle. Das ist ein eigenes Magazin von irgendeinem Blaster. Also für die Leute, die neu dazugekommen sind. Guckt euch das Video zu meinem eigenen Blaster an. Oder die Videos, die ich gemacht habe. Das lohnt sich. Das können wir immer noch mal. Das kann man immer wieder brauchen. Da findet man sicherlich Verwendung für. Und so sieht dann die Swordfish ein bisschen kompakter aus. Das ist. Also wenn man da das Chris Vector Kit nicht hätte, müsste man den da einfach weglassen und nicht, oder ohne das ausdrucken. Aber ja. Ich würde jetzt sagen, bevor wir, was ich auch noch habe, Spannungsanzeige. Dann machen wir das rote Kabel, das ersetzen wir durch schwarz. Und muss ich noch gucken, ob da Taschenstelle reinpasst. Das habe ich. Ich bin mir nicht sicher, ob das von der Streif ist oder von der Ding. Das müsste glaube von der Streif, die müsste von der Streif raus sein. Oder von der Raven. Oder von den beiden. Aber Spannungsanzeige machen. Gucken wir mal, ob wir die irgendwo verbauen können. Und die müssen wir mit dem Taschenstelle machen, sonst läutet die ganze Zeit. Das mag ich nicht. Deswegen kriegt die Taschenstelle und dann passt das. Aber das gucken wir nachher. Jetzt machen wir es erstmal auf und dann schwätzen wir weiter. Dann bis gleich. So, das ist der Rest von den Dartcap. Ja, ich hab da meinen Spaß damit gehabt. Das ist. Oh, hey. Ja. Das wundert mich ja nicht, dass das Messmittel damit nicht zurechtkommt, wenn das da alle möglichen Krust immer mit rausbläst. Und deswegen habe ich da auch nur mit Pfeile geschossen, die da schwarze Köpfe haben, dass das nicht gar so. Ja, sonst hat man da, sonst sieht das ganz wild aus, oder das Rot oder das Orange da drin hat, das sieht ja komisch aus. Ja, ein bisschen sauber machen, wenn wir schon offen haben. Ja, ein bisschen auf Zeit. Und jetzt gucke, das neue Teile da reinpasst. Sonst wird es ein Kurzvideo. So, das passt einmal so. Aufpassen, kurze Schraube muss dann nach oben. So, ja, das seht ihr. Das sieht schon wesentlich besser. So wackelt es dann nicht mehr. Jetzt müssen wir mal. Ist vielleicht nicht ganz verkehrt gewesen, wenn ich die ganze Schraube rausgemacht hätte. Den kruscht ein bisschen raus. Das ist halt der Rest vom Schaumstoff. Ah, die Schraube fehlt noch. Da Schraube.
Kurze Schraube nach oben dran denken. Muss ich nachher, bevor ich es zusammenschraube, Pinsel nehmen. Ah ja, das ist ja schön. Jetzt hätte ich nur noch da unten, da seht ihr das. Also sollte ich da irgendwann mal nochmal eine Version davon machen, dann passe ich das auch noch an. Oder seht ihr, das schließt jetzt ziemlich sauber ab. Da hätte es Millimeter mehr sein dürfen. Aber sonst, und da auch ein bisschen. Aber das ist jetzt okay. Es ist da könnte man ein bisschen rausgehen und den da mitnehmen, dass das auch zu ist. Aber das ist jetzt schon ganz besser. Das ist, wenn ich das. Ich hab gedacht, das riskiere ich jetzt, wenn ich das jetzt schon nochmal rausdruck. Das riskiere ich und dann. Okay. Das heißt, das passt schon mal. Ah, bekruscht. Es wird nicht besser. Das sieht gleich wieder, wenn man damit ein bisschen rumspielt, wieder so aus. Das ist ja okay. Stand vielleicht doch was Besseres für nicht transparente Blaustellen, aber ja, so ist halt. So ist halt. Jetzt gucken wir mal, ob wir da Taschenstelle noch machen können, dass das durchguckt. Kennt man da hin. Geht das da so rum? Geht das da so noch? Dann können wir die Kabel auch wegzwicken. Das machen wir sowieso dann neu. Ja, das alte Zeugs braucht man nicht neu machen. Also die alte Kabel, das muss man da nicht verwenden. Und die waren sowieso. War schwarze Kabel. Ist klar, das Optik passt. Da bräuchte man eigentlich bloß das müsste, wenn mich nicht alles täuscht, das müsste ein Schließer sein. Das ist nämlich entweder fürs Magazin oder für die Klappe. Und das ist, wenn das drückt ist, dann müsste es geschlossen sein. Hoffe ich zumindest. Sonst können wir damit nichts anfangen. Das ist wie wenn es dafür gemacht wäre. Nur dass jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit geschlossen ist. Es ist nicht ganz so viel Luft, wie ich gekauft habe. Jetzt was zum Rausdrücken. So. Das kann sein, dass wir da ein bisschen mit der Feile Luft verschaffen müssen. Also an dem Tasterle, nicht am Gehäuse. Das. Und dann gucken wir, wo man die Anzeige noch macht. Dass man die auch halbwegs sieht. Hier. So, da kann man die irgendwo noch machen, wo man. Oder wir können da unten das verwenden. Oder sehr die Kabel verdammt gequetscht, aber das. Das ist nicht ganz ideal. Das tät auch passen. Dann könnte man das dann. Machen wir das geschickterweise noch.
kann ich das denn befestigen? So. Das hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen, aber da habe Holster. Weil die Spannungsanzeige, ich weiß nicht, da müssen wir auch irgendwas noch machen, was wir vielleicht brauchen können. Weil das Taschentuch, das haben wir jetzt. Das wäre da die Spannungsanzeige. Muss ich noch ein Pinsel holen, bevor wir das zusammenschrauben. Da die Spannungsanzeige und da brauchen wir auch irgendwas, dass das auch Funktion hat. Eieiei. Das verträgt sich natürlich gut mit Fett. Und das einfach auch zu ist. Das wäre, wobei da wäre Beleuchtung oder so wäre cool. Aber dann irgendwie, dass man das Taschentuch drückt, Beleuchtung Gott, das Taschentuch nochmal drückt, Beleuchtung aus Gott. Sowas in der Richtung. Irgendwie sowas. Ja, da fällt mir noch was ein. Ich werde jetzt mal sagen, ich gucke mal, ob das da die richtige Funktion hat. Das mache ich im Schnelldurchlauf. Und dann löse ich das so nach, wie man es braucht. Macht da wahrscheinlich die Dinger weg. Gucken mal, wie man das dann einkriegt. Ob man das vielleicht auch durch. Oder da so. Also ich überlege mir da was. Das mache ich. Das machen wir im Schnelldurchlauf und dann schwätzen wir dann auch weiter. Dann bis gleich. So, 37 Minuten später und es sieht so aus. Jetzt hätte ich sagen, wir finden raus, ob es geht. Also, ja, das da nicht so blöd ist. Das ist scheiße. Das selber der Dingerli, das will ich da nicht. Ein bisschen Lötzinn da. Jetzt bauen wir mal Batterie ein und gucken, ob es denn geht, so wie mir das vorstelle. Das da. Okay, das geht.
Ah, da guckt. 11,2. Das habe ich jetzt mit durchsichtigem doppelseitiger Klebeband befestigt. Passt. Ah, da war ich mir nicht sicher, ob der 0 Ohm Widerstand da Honne. Oder, ja, ein Widerständle. Das Ding da. Könnt ihr es erkennen. Das da mit dem Kabel, also mit dem positiven Kabel verbunden werden muss. Aber ich würde sagen, bevor ich das zusammenbaue, machen wir da hinten das doppelseitige Klebeband nochmal weg. Und dann muss ich da die ölige Fläche vorher mal putzen. Weil das ist alles fertig und einzeln fertig und da hebt es natürlich nicht so gut. Aber prinzipiell Gott, das machen wir nochmal rein. Das machen wir, also das Klebeband machen wir nochmal neu. Verkabelung nicht, die Drähtler da, die waren der Scheiß. Das war ein bisschen Fehlkauf, aber ich habe gerade nichts anderes da, deswegen musste es gehen. Und das machen wir nachher kurz, ich im Schnelldurchlauf zusammen. Da ist doppelseitiges Klebeband noch und dann testen wir das da hin. Und dann, bis gleich. So, der zusammengebaut ist. Jetzt müssen wir nur noch gucken, Batterien noch rein. Gucken, ob es noch geht. Ah, das ist immer ölige Geschichte. Gucken, dass die Batterie-Schriftzug schön runterzeugen, dass alles schön sauber aussieht. Das sind so ein bisschen. Jetzt können wir gucken, ob wir vielleicht Messwerte mit und ohne BK hinkriegen. Oder BK oder wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Weil jetzt dürft es dann nicht mehr den ganzen Krugstoff versprühen. Müsste das Messmittel vielleicht jetzt mal funktionieren. Ja, kann man. 11,2. Passt. Jetzt gucken wir, wie lange das hält. Ich dachte, das mache ich rot, dass zum Ding passt. Weil das hätte ja auch eine andere Farbe. Der kennt ja von meinem Eugelblaster, da habe ich das in grün. Oder vielleicht, hoffentlich kennt ihr das. Wenn nicht, guckt euch das Video an, das lohnt sich. Schönes Blasterle wurde. Das Tabelle da, guckt euch andere Videos auch noch, alles klar. Kennt ihr ja das Geschwätz, das die da leider auf YouTube immer erzählen. So. Jetzt schießen wir einfach mal eine Runde. Irgendwie habe ich gerade so die Erwartung gehabt, dass es ein vollautomatischer Blaster ist. Ja, das schon wieder 2 Pfeile kaputt gegangen. Das habe ich. Die Spitze habe ich dann für meinen eigenen Blaster verwendet und habe dann so Glow in the Dark Pfeile reingemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, haben wir 5 Messwerte mit BK und 5 Werte ohne. Ja, verliert das Magazin schon Pfeile. Ja, da unten habe ich auch noch welche.
Die nehmen wir auch einfach mit. Ja, das ist... Da hätte man vielleicht ein bisschen mildere Schwungrädler auch machen können, aber ja, nee, die macht schon viel Spaß. Hier messen wir 1 Meter pro Sekunde. Gucken wir mal, was das mitmacht. Ist das ein bisschen schief, oder? Da muss eine Runde Klebeband drumherum. Das kann sein, dass das dann das Ganze ein bisschen verfälscht. Muss ja aufpassen, da ist seitlich noch der Lötkolbe. Okay. Keine Ahnung, was das. Der 1 Meter pro oder 1,9 Meter pro Sekunde 9,6. Aber sonst haben wir also 40,5, 42,4 und 39,4. Die jetzt mal nehmen. Die 3. Dann machen wir das mal raus. Haben wir noch genug Munition drin. Das heißt, und ohne haben wir 39,6, 40,1 und 43,5. Und den 6, den ignorieren wir einfach auch mal. Also ich denke, das ist ziemlich ähnlich, das macht keinen großen Unterschied. Und da braucht es noch eine Runde Tesa, dass das gescheit hebt. Ja, ich denke, da haben wir da ein bisschen Messwerte, die dann auch halbwegs was taugen. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Das ist aufgeräumt. Muss mal gucken, was ich da noch mache. Damit brauche ich ja irgendwas, was Sinn macht, das währenddessen zu drücken. Das weiß ich. Taschenlampen oder sowas, keine Ahnung. Und was ich auch noch gerne hätte, ist da noch irgendeine Verkleidung, dass das. Weil mir gefällt das nicht, der halbe Schriftzug da. Das ist irgendwie. Oh, das Magazin raus, da kann ich leichter hantieren. Sonst hätte es da einen Tisch nachschlagen. Das gefällt mir irgendwie nicht, dass der Schriftzug so halb ist. Das sieht komisch aus. Bin dann am Überlegen, wie ich das am geschicktesten mache. Oder das Schraubloch einfach mit zuklebt und das dann mit doppelseitigem Kleben oder man das mal ausspart. Da überlege ich mir was und muss ja auch gucken, wenn ich dazu komme. Hey, haben wir immer genug so. Das ist, haben wir das, können wir das auch noch drauf machen, aber das sieht komisch aus. Das ist dann, wenn man der Kugellager den gleich rausmacht, dann kann man das drauf machen und dann passt das so. Wenn man das wieder rein macht, kann man das drauf machen. Und das verhindert dann auch ganz geschickt, dass das nach runter fällt wieder. Das hätte ich da. Ich habe zuerst gedacht, da kann ich vielleicht innen drin noch was so hellblau machen. Das habe ich ein bisschen warm ausgedruckt. Aber ja. Hab gedacht, ich kann da innen drin noch das so mal helle transparent blauer machen und dass das dann so zweifarbiges Ding ist. Aber das hat nicht so geklappt, wie man das vorgestellt hat. So, da wäre jetzt dann nicht genug Platz. Und Bräuter wird da auch blöd aussehen. Also das ist ja okay so. Ja, ich bin echt zufrieden mit dem BK. Also das habe ich nicht gedacht, dass es beim zweiten Versuch gleich funktioniert. Das habe ich gedacht, das ist eine kompliziertere Geschichte. Also das habe ich also so Dinge entworfen und das habe ich dann jeweils 120 Grad dreht und das dann haben wir ausdruckt. Da mache ich noch ein paar Runden Drehs an, dass das nicht so leicht rausfällt. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, da hätte ich auch noch ein bisschen Millimeter vielleicht weniger. Oder wäre das. Weil das hat schon noch ein bisschen Luft, aber deswegen das jetzt nochmal ausdrucken, das muss jetzt auch nicht sein. Aber das ist cool, das mit der Spannungsanzeige.
So 11 Volt. Ist ganz praktisch. Ja, und da ist das Löchle auch für was nutzt. Habe ich gesehen, das Tasterle, das muss umgekehrt eingebaut werden. Weil sonst wird das Gehäuse da auf der anderen Seite dagegen drücken. Das habe ich dann schon richtig gemacht dann. Doch noch. Überlegen wir da was, da fällt mir schon was ein. So. Jetzt noch. Jetzt ist leer. Das. Da nicht halb volles Magazin rumliegen lassen. So. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.